Das alte Bahngelände im Kölner Norden. Es ist April, der Karneval ist vorbei und Casalla proben für ihre bevorstehende Vedelstour. Nils Plum, Bastian Kampmann, Ena Schwiers, Flo Peil und Sebi Wagner sind Casalla. Mit einem Nightliner, eigentlich ein Gefährt für Megabands auf Megatouren, geht es heute los. Aber nicht etwa quer durch Europa, sondern quer durch Köln. So einen wollte ich immer schon haben. Super freigestellt. Ja, auch ja. Total bescheuert, aber geil. Ja. Das ist richtig. Das ist ja kokolos. Ich habe mir schon ein Bett ausgesucht. Welches? Ich darf auf jeden Fall hier gleich. Wo ist denn der Ena? Das ist irgendwie cool. Wahrscheinlich wird es nicht unbedingt die erste von vielen Nightliner-Touren sein, die wir machen. Also morgen auf jeden Fall nach Hause, aber ansonsten, also nach Piranha werde ich nach Hause gehen, aber ich werde schon 2-3 Mal hier drin pennen. Ich werde auch 2-3 Mal. Also weil, ne? Es gab immer wieder zwischendurch Momente, wo wir, glaube ich, selber dachten, oh Mann, was machen wir eigentlich? Allerdings. Für ein absurdes Ding, weil es ist natürlich eigentlich ein großer Gag. So, ne? Also wir könnten auch das komplett ohne diesen Wagen natürlich machen. Jeden Tag müssen die Jungs jetzt bis zu 10 Kilometer mit dem Bus fahren. Eine Woche lang jeden Abend ein Auftritt in einer anderen Vedelskneipe. Erste Station Nippes. Kneipenkonzerte haben immer etwas Intimes. So viel Fannähe gibt es sonst nirgendwo. Schon Wochen vor der Tour waren die Auftritte ausverkauft. Während die Roadies oben aufbauen, suchen Casalla schon Stunden vor dem Auftritt den Kontakt zu ihren Fans. Hi. Hallo Brigitte. Hallo. Hallo. Hi. Zum Wohlen. Hallo, ich bin der Ena. Heute wird gemeinsam gekegelt. Casalla verlost solche Backstage-Events im Internet. Wir saßen irgendwann in der Küche zusammen und haben gesagt, das wäre doch cool, wenn wir auf Tour gehen. Und dann kam halt irgendwie einer, meinte, dann lass uns doch einen Nightliner nehmen, wo wir erst gedacht haben, seid ihr denn bescheuert? Oder sind wir selber bescheuert? Und dann haben wir halt überlegt, wenn wir schon diesen Nightliner haben und auch immer länger vor Ort sind, dann können wir auch immer noch eine runde Aktion machen. Einfach was mit Leuten zusammen machen, die Bock haben, auch mit uns irgendwie irgendeinen Quatsch zu machen. Ich bin sowieso öfters bei Facebook online und da kriegt man schon mit, wenn die was posten. Gleich geht's los. Doch das hier ist nicht irgendein Auftritt, sondern der Tourauftakt. Wie seid ihr da? Bist du nervös? Sehr nervös, ja. Ich weiß noch nicht offen. Und ich habe tierisch Bock, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bock. Jetzt Casalla! Jeden Morgen, wenn ich aufschaue, Radio weg aus, schwarz nicht los, ja. Schwarze Bus und ruhe schon an Tür zu Dash und ich bin in Bewegung. Ich nehme mit Redschiff, wenn ich muss und sonst jens zu Fuß mit der Bahn und mit dem Bus. Bin nur West von A nach B, von da nach He und nix an mich stoppt. Denn ich bin immer in Bewegung, immer in Bewegung, immer in Bewegung. Nix an mich stoppt, ich bin immer in Bewegung, immer in Bewegung, immer in Bewegung. Ja, 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 ich bin immer in Bewegung, immer in Bewegung, immer in Bewegung. Nix an mich stoppt, ich bin immer in Bewegung, immer in Bewegung, immer in Bewegung. Immer in Bewegung ist auch das Motto der Tour. Der erste Gig läuft hervorragend. Ich bin immer in Bewegung. Katerstimmung am nächsten Morgen nach der ersten gemeinsamen Nacht im Tourbus. Der Kegelabend war etwas zu lang. Morgen Florian. Ich glaube, es ist auch besser. Drin aufs Klo. Munteres Lungenbrötchen. Kurz. Ich bin irgendwie noch mal kegeln gegangen, da wieder drin. Ich war um 4:30 oder so im Bett. 4:45, ich weiß es nicht mehr so genau. Nee, um 4:30 bin ich ins Bett.
Dann war es 4:45. Aber ich war gar nicht so gut drauf, wie ich gedacht habe. Nächste Station, Quartier Lateng. Bassist Sebi fordert als Tangolehrer seine weiblichen Fans heraus. Ganz normal, trau dich. So, das wäre eine Umarmung. Ja? Du auch. Die Hände rum. Genau. Jawohl. Man muss wissen, was man will, wenn man führt. Auf der anderen Seite, man muss sehr viel respektieren, sonst tanzt du halt nicht so oft mit einer Frau wieder, mit der es vielleicht gut war. Dann schnell noch ein Foto fürs Internet und... Wir wollen noch mal Spanisch lernen. Un, dos, tres. Höhepunkt der Vedelstour ist der Auftritt in der Live Music Hall, die ebenso wie alle Kneipen vorher ausverkauft ist. An 3 Abenden hintereinander kommen jeweils über 1000 Fans. Ein Erfolg, mit dem keiner so schnell gerechnet hätte. Casalla gibt es gerade mal 2 Jahre. Zum einen muss man sagen, dass natürlich keiner damit gerechnet hat, dass es so schnell geht. Natürlich haben wir uns das alle gewünscht und wir arbeiten viel daran. Und vor allem ist halt die Liebe sehr groß zu dem, was wir tun. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer Faktor, der in den Erfolg mit einspielt. Aber zwischendurch muss man sich auf jeden Fall noch kneifen und denkt so, okay, das ist krass, was jetzt so in der kurzen Zeit passiert ist. Der Kölner Musikbereich ist wirklich einzigartig in Deutschland. Hier gibt es ja mindestens 7, 8 Musikgruppen, die professionell davon leben können, nur von ihrer Mundart. Also das gibt es in ganz Deutschland nicht mehr. Toll ist auch, dass sie auch vielleicht Leute wieder an die Sprache ranführen, ne, die das vorher, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen in sich haben schlummern lassen. Und für die das jetzt einfach im Moment auch en vogue ist, wieder Kölsch zu sprechen. Und das ist ganz toll. Wolltest du ein Wasser haben? Ich habe schon getrunken. Danke. Hallo. Hallo. Zu den musikalischen Gästen beim großen Finale gehören auch Cat Ballou. Sie sind die andere erfolgreiche Newcomer-Band im Kölner Karneval. Casalla und Cat Ballou sind gut befreundet. Cat Ballou, das sind von links Dominik Schönenborn, Kevin Witwer, Olli Niesen und Michi Kraus. Flo Peil war auch schon vor der Gründung von Casalla in der Kölner Musikszene aktiv. Er schrieb sogar Stücke für die Bläckfoes. Ich war wirklich von der Qualität der Lieder eigentlich sehr angetan. Gut, Problem war, er konnte nicht richtig Kölsch. Ne? Das ist natürlich, eigentlich, wenn du Kölsche Musik musst du nicht voraussetzen, dass du Kölsch kannst. Und das war wohl bei ihm schon ein Problem gewesen. Und ich habe mir schon gesagt, Mensch, die Lieder haben so eine hohe Qualität, musikalisch als auch inhaltlich, also textlich. Warum macht er das selbst nicht? Jetzt wird der Beat und das Lied hier dran. Drehst richtig so, auf jeden Post, alle hängen, eure ab nicht so. Und so eine Funk wie eine Flamme brennen, Lichterloh. Wir sind Casalla, wir sind Hip-Hop für euch, dort auf jeden Knaller. Für jede Jack auf der Welt mit Valhalla. Sie hat den Kölsch bestellt und eine Musikappell, ob immer wieder in Town. Wir sind Casalla, wir haben den Lied parat, auf jeden Knaller. Und wir sind endlich am Start, als Schnalle. Denn wir geben mal ja, keine Angst, keine Bammel, denn wir wollen nur Spaß. Schöne Jode Abend, Live Music Hall! Life is life. La, 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 la. Auch Cat Ballou haben gleich ihren großen Auftritt. Hi Ten! Hi Ten! Gehen wir mal auf Nummer sicher! Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Wow, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hab mich immer noch nicht satt gehört an Casalla und dem Schwung vom Ring.
Jugendpark in Köln-Deutz. Am Rhein und auf dem Rollbrett sind die Jungs zu Hause. Olli und Kevin sind begeisterte Skater. Hier verbringen sie im Sommer fast jede freie Minute. Cat Ballou verkörpern ein neues kölsches Heimatgefühl. Die Band zieht so vor allem junges Publikum in den Karneval. Oh yes, das sieht auch super aus. Wenn jemand Gemüse haben will, ne? Also anfangs haben wir öfter vor älteren Leuten gespielt, aber wenn wir jetzt hier mal ein Konzert geben oder letztens haben wir im Sion gespielt mit Casala zusammen, da waren wirklich nur junge Leute, überwiegend. Ne? Natürlich war auch der eine oder andere schon über der 30, sage ich mal, aber die meisten waren unter 30 und das ist schon, glaube ich, was vor 5 Jahren noch nicht so war. Also habe ich nicht so mitbekommen, ne? Aber es fühlt sich schon so an, als ob man da so ein bisschen so eine Bewegung kommt, so eine neue Also als wir Heimat. damals in Karneval gegangen sind, hatten wir auch irgendwie viele befreundete, also Freunde von uns, die einfach gesagt haben, oh, also Karneval, ja, aber wir haben da für uns immer gesagt, dass es nicht Karneval ist, sondern kölsche Musik. Hier geht es nicht so ums Feiern und ein bisschen hoch die Tasten, sondern es geht halt wirklich darum, Musik zu machen in unserem Dialekt, den wir vielleicht nicht von der Picke auf gelernt haben, den wir selber wieder lernen müssen oder lernen werden, weil ich habe es ein bisschen von Oma und Opa immer mit auf den Weg bekommen, aber so richtig von der Picke auf gelernt habe ich es nie und ich finde die Sprache, die ist nicht assi, die ist nicht gradig, die ist halt schön irgendwo. Und es sind ja auch nicht alle Lieder nur bezogen auf die Heimat, ne? Also aber wir dürfen doch ein Heimatgefühl haben, oder? Oder dürfen wir es nicht, als junge Generation? ja, ist ja kitschig, aber Es ist kitschig, ja, aber... ich hatte auch einen Weihnachtsbaum, ist auch kitschig. Ich bin auf dem Weg, der geht nicht immer nur geradeaus. Vielleicht kannst du mich verbiegen, doch ich form neue Ideen ist los. Dominik Schömann am Kazoo, meine Damen und Herren, mit der Wurst im Mund. Muss ins Fehler machen und drosselliere. Sag ins Jode da und auf Wiedersehen. Doch ich komm nach Haus. Köln Hauptbahnhof. Ollis Freundin Charlotte verlässt die Domstadt. 3 Monate Praktikum in New York. Na, setz dich doch noch was. Nee, ich sitze jetzt lang genug. Ja, das stimmt. Aber wie halte ich denn das aus? Da musst du ein bisschen auf der Stelle joggen. Wo ich mir Ich glaube, im Flugzeug darfst du Wein und aufstehen. Wodka. Dann würde ich sowieso. Ich würde keine 9 Stunden fliegen können. 6. Also, was ich im Internet gelesen habe, war immer 8. Die beiden sind seit über 10 Jahren ein Paar. Aber Charlottes Ausbildung als Modedesignerin und Ollis Musikerkarriere passen nicht so ganz zusammen. Es ist halt das Alter, ne? Man versucht irgendwas aus seinem Leben zu machen. Die Welt ist groß, hat viel zu bieten. Will auch alles mitnehmen, ne? Jetzt ist sie weg. Ja. Sie hat gerade noch ein Lied von uns zitiert, das heißt, ich komme nach Hus. Damit man jetzt vermisst, muss man jetzt ins Russ. So ist es halt, ne? Als das Studium vorbei war von ihr, war halt direkt die Frage, was mache ich denn? In Köln geht halt modemäßig nicht sehr viel. Da muss man nach Düsseldorf und da, was ist da? Pik und Glockenburg, so. Man will ja dann vielleicht auch zu Karl Lagerfeld oder sonst was. Ja, und da war halt öfter mal das Thema, ja, was machen wir denn? Und ich will ja schon in die weite Welt irgendwie. Olli bleibt heute auf jeden Fall nicht alleine. Die Band ist zu Besuch. Bassist Kevin kocht vegan. Also ich dachte, ich mache was Leichtes, was ich auch gut kann. Nicht, dass die Jungs nachher sagen, das schmeckt scheiße. Ich war ja lange Vegetarier und irgendwann, ich habe letzte Saison mit Olli drüber gesprochen, so, ich habe jeden Morgen 3 Eier gegessen. Ich war immer so, ich habe das immer aus dem Grund heraus gemacht, so,
weil ich was gegen Massentierhaltung habe, weil ich was gegen die industrielle Tierhaltung habe und weiß, ich esse aber dann 3 Eier jeden Tag so und das ist genau dasselbe. Ne? Also auch wenn ich die Hühner jetzt nicht esse, die sind trotzdem im Käfig und sind da zu dritt auf so einem Raum irgendwie und müssen da das Ei legen. Ne? Und da habe ich halt dann irgendwann mal gesagt, okay, dann versuche ich es einfach mal. Ich versuche es einfach auf all das zu verzichten halt. Die Band ist auch Familie. Also seine Mutter ist die Schwester meines Vaters und Kevins Vater ist der Bruder meiner Mutter. Und das war das Beste. Nee, das Beste war das Gitarrenkabel. Das Gelbe. Ich stehe direkt neben dem Verstärker und das Kabel ist 8 Meter lang oder so. Ich habe mir hier so einen coolen Ritz in die Augenbrauen rasiert. Für den Auftritt? Ich glaube, die Leute haben da sowas von einfach nur gesagt, oh süß, und so nicht drauf geachtet. Dominik, Olli, Michi und Kevin sind in Bergisch Gladbach aufgewachsen und haben schon in der Schule zusammen Musik gemacht. Der große Durchbruch für Cat Ballou kam dann Anfang 2013 beim Kölner Kneipen-Musik-Mitsingwettbewerb Los Ma Singe. Ihr Siegertitel Et Jit Kewot ist seitdem ein Ohrwurm in Köln. Cat Ballou gewann damals, dicht gefolgt von Casalla. Zurück zu Casalla. Ena Schwiers und Flo Peil lernten sich schon als Teenager in einem bekannten Jugendbildungszentrum in Aachen kennen. Hier in der Bleiberger Fabrik wird vor allem die Kreativität Kinder und Jugendlicher gefördert. Von Bastelkursen bis hin zu Musikworkshops können sie sich hier ausprobieren. Bei den Freizeiten wurde ein wichtiger Grundstein für Casalla gelegt. Hier! Geil. Werkwoche war so ein Ding, wo man irgendwie in Ferien hinkam. Da waren irgendwie Freunde, da waren Leute, mit denen man gut klarkam. Es waren so Inseln. Man musste immer in die Schule und hatte so Alltag. Und dann war wieder Ferien, auch endlich Werkwoche. Ich weiß noch, in meiner Hochwerkwochenzeit war ich, glaube ich, im Sommer tatsächlich irgendwie 5 von 6 Sommerferien-Wochen da. Also wirklich 5 Wochen bin ich da irgendwie da gewesen. Einfach weil das the place to be war für mich. Also das war einfach geil. Unsere Musikkarriere letzten Endes, wir haben uns hier kennengelernt. Wir haben mit 14 irgendwie das erste Konzert zusammen gehabt und jetzt stehen wir mit Casalla zusammen auf der Bühne und das ist einfach für mich total geil. Da schließt sich so ein Kreis. Ich glaube, was man hier mitbekommt, ist, dass man halt was schaffen kann mit kleinen Mitteln. Also das Wichtige ist die Idee. Also ich weiß, dass als es Musical war, hatten wir hier nicht die Räumlichkeiten, um eine Musikband proben zu lassen. Dann haben wir hier vorne in der Junkerstraße so ein alter Bunker und da war oben so eine riesige Halle, die haben wir irgendwie gemietet. Dann haben wir einfach angefangen und haben so aus dem Nichts einfach, okay, ich habe hier eine Idee und da. Und dann haben wir einfach so, dann merkt man irgendwann so, okay, ich brauche nur so ein paar Ideen, dann muss ich da so ein bisschen dran arbeiten. Und wenn man da sich Mühe gibt, dann kommt da was bei raus. Und dann irgendwann steht man vor einem Publikum und präsentiert das. Im Sommer fährt Casalla eine Woche in die Eifel. In einem kleinen, abgeschiedenen Dorf nahe dem Nürburgring haben sie sich ein komfortables Ferienhaus gemietet. Wir haben uns hier in die Abgeschiedenheit von Rodder zurückgezogen, um neue Songs zu machen. Und mit schlechtem Internetempfang kann man produktiver arbeiten als in der Stadt. Ich habe das Gefühl, man kommt hier in so einen anderen Modus. Also wir haben ja die Ideen, es ist jetzt nicht so, dass wir hierher kommen und ein leeres Blatt mitbringen. Also wir haben schon Grundideen, die wir auch das ganze Jahr über sammeln und dann schon mal diskutieren und überlegen, okay, das könnte was werden, das könnte was werden. Aber ich habe das Gefühl, man kommt hier so hin und wir haben ja auch da unser Studio aufgebaut und steht morgens auf, frühstückt und setzt sich einen Meter weiter an die Instrumente und macht einfach und legt los und hat halt noch nicht morgens noch das zu erledigen und hier und da, muss da noch was machen. Und alle sind irgendwie immer am Ball. Ich habe das Gefühl, das ist ein anderer Arbeitsfluss. Natürlich müssen wir gucken, dass wir für die nächste Session irgendwie eine Nummer an den Start bringen. Und da ist man schon so ein bisschen, sag ich mal, unter Druck. Du musst halt eine Nummer abliefern.
muss sagen, nach zweimal drüber schlafen finde ich beide Sachen ganz geil. Es sind ja beide Songs thematisch recht ähnlich so am Thema Leben dran. Nee, aber wir haben 2 Nummern, wir müssen ja auch nicht beide dieses Jahr machen. Wir haben 2 gute Nummern. Und, Ich finde dieses Thema so schwierig zu sagen, es gibt schon, wir haben schon und sonst was, sondern einfach machen und sammeln. Kann man nachher immer noch, aber nicht, wenn man mittendrin ist, sondern wenn die Nummern dann stehen. Auch Cat Ballou Keyboarder Dominik schätzt das Landleben. Der Sportstudent wohnt auf dem Grundstück seiner Eltern in Bergisch Gladbach. Am Wochenende macht er gerne Ausflüge mit der blitzblanken Ente seines Vaters. Mein Vater hat so eine Leidenschaft für Oldtimer und die überträgt er quasi im Moment so ein bisschen auf mich. Ja, sobald gutes Wetter ist, dann nehme ich es mir auch direkt, auch mal ohne zu fragen natürlich. Ich mag den Großstadt-Flavor, sage ich jetzt mal, aber genauso sehr mag ich es halt genau und hier auch im Bergischen. Das ist für mich beides irgendwie Heimat. Nachmittags steht auch noch eine Wohltätigkeitsveranstaltung der katholischen Jugend an. Mitglieder der örtlichen Jungen Union sollen in einem Supermarkt in Rekordzeit Lebensmittel sammeln, die dann der Bergisch-Gladbacher Tafel zugutekommen. Ja, also hier geht es darum, hier wird gleich für die Tafel gesammelt und die ganzen Herrschaften hier, die dürfen sich gleich auf unsere Kosten die Hände so voll machen, wie sie können. Also nicht so zukommen, aber die Hände so voll machen, wie sie können. Schmeißen den ganzen Kram dann nachher innerhalb von 72 Sekunden möglichst schnell alles aufs Band. Das wird dann vom Herrn, der hier den Supermarkt führt, dann einmal gebiebt und wir laden das alles in den Einkaufswagen ein und dann ja, gucken wir, was bei rumkommt. Also wir hoffen natürlich, dass der Rand voll ist danach. 72 Sekunden. Tonsachen haben sie nicht dabei, aber ich glaube, sie kriegen das trotzdem ganz gut hin. 3, 2, 1 und go! Alles, was auf dem Band Geschafft. Und der Supermarktinhaber verdoppelt auch noch spontan die Summe. Jetzt käme und das alle können, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk. Jetzt käme und das alle können, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk. Jetzt käme und das alle können, was ich will, wenn ich an Köln denk. Ich bin so hoch. Sommer in Köln. Casala-Gitarrist Flo Peil will sich bei 30 Grad im Schatten am Bleibtreu-See entspannen und vor allem abkühlen. Wakeboarden heißt die neue Sportart. Wassersport hat für mich immer so ein Urlaubsgefühl. Also ich habe früher Windsurfen gelernt als Kind und ich kite auch ein klein bisschen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man auf dem Brett auf dem Wasser steht, ist direkt so Urlaub. Und das finde ich hier, ist oft, wenn ich das erste Mal am Wasser bin am Tag, dann fährt man so raus und dann guckt man mal in die Sonne und denkt sich, geil, das ist halt Urlaub. Kevin und Olli von Cat Ballou stehen zum ersten Mal auf den Brettern und wollen sich von Flo's Fahrkünsten inspirieren lassen. Möchtest du dann ein Easy Upboard haben oder ein fortgeschrittenen Brett? Easy Up, was bedeutet das? Easy Up sind die hier mit der Schlaufe drinnen, die mehr Auftrieb auch haben. Was würde euch den Helm da lassen, dann könnt ihr euch auch filmen. Ah ja, witzig. Oh nein! Stimmt, wir filmen ja. Kann man das nicht einfach ausmachen, die Kamera dann? Ja, bitte. Das Vergnügen währt nur kurz. Und wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, das ist auch immer eine Frage des Finanziellen.
Also wenn ihr jetzt guckt, was wir da bezahlt haben, jetzt schon zu 250er irgendwie. Gut, ich meine, dafür kannst du ja auch 2 Stunden fahren. Das ist ja auch sehr cool. Ich glaube schon, dass das sehr witzig werden kann, wenn man besser ist. Ja, und wir werden uns jetzt Pressekonferenz von Casalla in der Hahnentorburg auf dem Rudolfplatz. Die Band hat sich wieder einmal etwas Neues überlegt, um sich ins Gespräch zu bringen. Auf einem Karnevalswagen gibt es gleich ein spontanes, rollendes Open-Air-Konzert. Gratis zur Mittagspause mitten im Sommer. Ihr habt nichts bei der Stadt? Nein, nein, das ist nicht angemeldet. Nein. Ein bisschen Spannung musst du dabei sein. Mit dem Spontanauftritt rühren Casalla die Werbetrommel für ein großes Konzert, das erst in einem Jahr stattfindet. Nach einigen Runden kommt der Wagen schließlich auf dem Neumarkt zum Stehen. Ihre Hymne Pirate kennt in Köln fast jeder. Das Lied hat sie bekannt gemacht. Soll ich mit dem spielen? Er kam mir um die Ecke gefahren, der Basti tippte mich an. Und ich dachte, ja komm, hier ist irgendeine Veranstaltung, deshalb sind die Leute hier. Aber es war anscheinend wegen uns. Knaller. Also ich bin sprachlos. Es ist Dienstag, wir haben Werktag und hier sind ein paar hundert Leute, die uns erst hinterherlaufen und dann hier auf dem Neumarkt stehen. Ja, also es ist ein sehr, sehr unfassbar krasses Gefühl. Sehr schön. Ja. Die kommen bestimmt gleich. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Zeit da oben bleiben. Mittlerweile ist es September und Casalla spielen im Studio neue Songs ein, die sie in der Eifel geschrieben haben. Das Studio ist legendär. Ja, das sind die heiligen Hallen. Ja, wir sind im ersten Stock jetzt hier vom Studio. Hier ist noch riesen Baustelle gerade. Hier war bis vor kurzem noch eine Werbeagentur und früher war die EMI mal hier. Also das ganze Gelände war mal komplettes EMI-Gebiet. Hier waren die ganzen Büros, da drüben war das Presswerk und ja, historisches Gelände hier sozusagen. Das ist quasi der Regieraum. Viel altem und neuem Analog-Equipment. Die ehemaligen Studios der EMI Elektrola am Marweg sind für Casalla fast schon ein mythischer Ort. Da haben wir halt die Föß alle Sachen aufgenommen, da hat Herbert Grönemeyer seine ersten Alben aufgenommen, da haben Kraftwerk produziert, also es ist wirklich legendäre Platten da entstanden. In einem Nachbarraum kümmert sich Sänger Bastian Kampmann um die diversen Internetauftritte der Band. Die Fans können so stets am Bandleben teilhaben. Der ausgebildete Journalist ist ein Experte in Sachen Social Media. Also wir versuchen uns im Netz möglichst vielfältig da zu bewegen. Instagram, Facebook natürlich und Twitter. Wir haben auch Google+. Im Prinzip versuchen wir alles zu bespielen, was uns da so die Möglichkeiten bietet, weil man einfach damit direkt Menschen erreichen kann. Nehmen wir mal nur dieses
das Pirate-Ding, was durch das Video, glaube ich, auch eine gewisse Strahlkraft hatte und durch YouTube natürlich dementsprechend auch multipliziert wurde, das hätte man ja ansonsten überhaupt nicht erreichen können. Unsere Altersstruktur, ich gucke mir das ja jeden Tag an und es ist tatsächlich, gibt es da weniger Höhen und Tiefen, was, glaube ich, bei Facebook relativ untypisch ist, sondern die Balken sind im Prinzip fast gleich groß, also das von 14 bis 50 oder 60. Und das ist auch so ein bisschen, das spiegelt so ein bisschen auch das wieder, was wir auf den Konzerten halt auch so absurderweise ein bisschen mitkriegen und das ist ganz schön zu sehen. Im Tonstudio spielt die Band Comalet-Verein. Das Stück haben sie in der Eifel komponiert. In dem Lied geht es darum, dass man doch vor allem erst mal richtig leben soll, bevor man stirbt. Ist das ein Grund, als junge Band in den Karneval einzusteigen? Casalla ist für mich gefühlt so ein bisschen die Fortsetzung von der Arbeit, die ich mit dem Flo auch vorher hatte. Wir haben Peilomat, eine Rock-Pop-Band, gemacht, die wir 2005 gegründet haben 2 Alben gemacht, an jeder Steckdose quer durch Deutschland gespielt und waren zwischendurch auch mal ganz gut unterwegs. Es hat aber nie gereicht, um da über die Runden zu kommen und den richtigen Durchbruch gab es dann auch nicht und der Flo hat parallel immer so damit ein bisschen kokettiert, dass er gesagt hat, ach, weißt du Sebi, wenn wir irgendwann mal älter sind, dann machen wir Kölsch. Aber jetzt ist das noch zu früh. Wir hatten die letzte Tour mit Peilomat, da waren in Hamburg irgendwie 30 Leute und man musste am Ende dem Veranstalter noch 100 € geben, damit man da halt rauskommt. Das war wirklich grauenhaft. Also es war so ein richtig klares Zeichen, alles klar, es ist gerade alles vorbei. Und dann habe ich den Basti angerufen und gesagt, so, jetzt lass uns zusammensetzen, ich habe jetzt einfach Bock auf einen Tapetenwechsel. Als es dann tatsächlich konkret wurde, da gab es natürlich auch die Momente, wo ich gedacht habe, okay, gut, jetzt machst du also Kölsch-Musik. Gucken wir doch mal. Das war natürlich, hatten wir selber auch so ein bisschen Argwohn, also nicht Argwohn, sondern man war natürlich so ein bisschen skeptisch auch. Kann man das wirklich so machen, wie man sich das vorstellt? Nämlich, dass es locker und cool ist, dass man sich dabei wohlfühlt, ohne sich verbiegen zu müssen, nur um im Karneval zu funktionieren. Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Heumarkt in Köln. Casalla sind auch nach ihrem Debüt-Superhit Pirate immer noch da und die Fangemeinde wird immer größer. Trink mit mir ob dich und mich und ein neues Jahr. Ob das was ist, ob das was killt und ob das was war. Na 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 na. Hier gehebelt werden. Guck dir das an. Hey, der Olli. Mitte November. Auch Cat Ballou waren im Studio und haben eine neue CD aufgenommen. Die 4 Jungs wollen das Werk am Abend auf einem Rheindampfer präsentieren. Weit mehr als 1000 Premierenkarten haben sie in kürzester Zeit verkauft. Es soll das größte Konzert werden, das die Band je selbst veranstaltet hat. Wird doch gemütlich. Bis lach mal. Hey. Guck mal Stage halten. Hätte ich heute Lust zu. Nachher wird hier alles voller Menschen sein. Auch die Jungs von Casalla dürfen an so einem Abend nicht fehlen. Doch bei aller Freundschaft legen beide Gruppen auch Wert auf ihre Eigenständigkeit. Es hieß dann damals, dass Cat Ballou jetzt Casalla bekommt. Und ja, das war halt so ein Moment, wo wir erstmal geschluckt haben und dachten, okay, jetzt werden wir miteinander verglichen. Und es war aber auch damals so ein ganz schnelles Ding, dass ich habe damals abends noch mit Flo telefoniert und haben halt einfach, weil wir Flo das schon was länger kannten. Und dann haben wir einfach mit Flo gesagt, ey Flo, sorry, aber was darin steht, so darf es eigentlich nie sein. Wir sind halt keine Konkurrenten und wie es damals getitelt worden ist, das war schon so ein bisschen, ein bisschen gegeneinander ausspielen. Ja, das funktioniert bei uns nicht. Natürlich gucken wir halt jetzt, dass Casalla und Cat Ballou, das sind 2 Namen, die sollen auch so in Köln allein stehen, sag ich jetzt mal, als Bands. Die Jungs waren damals in der Live Music Hall, wo wir halt auch eingeladen waren und wir haben dann halt gesagt, Live Music Hall soll man vielleicht eher nicht machen, vielleicht nehmen wir irgendwas anderes Schönes, damit wir da jetzt nicht den Vergleich gezogen bekommen, weil es war 3-mal ausverkauft, das muss man auch bedenken und da haben wir gesagt, ey, wir suchen eine coole andere Location.
Ein Muskeltier. Auch Charlotte ist heute Abend mit dabei. Sie hat die letzten Wochen in Köln verbracht, fliegt aber am nächsten Tag schon wieder nach New York. Ich kümmere mich jetzt drum. Vor allem, ich habe gar keinen Pass. Was willst du denn, ey? Auch wenn ich hier in Köln bin, ist die gemeinsame Zeit, die man hat, nicht mehr so oft wie früher. Das liegt natürlich daran, weil ich ja noch bis vor kurzem auf 30 Stunden die Woche angestellt war in der Praxis als Physiotherapeut. Und da habe ich jetzt Stunden reduziert und deshalb war ich in der Woche arbeiten, danach ins Studio und dann am Wochenende noch auftreten. Dann war wirklich sehr wenig Zeit. Ne? Aber das kann sich ja jetzt, wenn du in New York bist, ja ändern. Ne? Bei Cat Ballou herrscht gespannte Ruhe. Der Rheindampfer ist ausverkauft. Wir haben den Kartenpreis eigentlich so gemacht, dass wir halt sagen können, okay, der ist für alle Leute bezahlbar, also für jung bis alt und selbst auch für die Schüler. Jetzt sind wir bei 1400 Leuten, glaube ich, und damit ist das Ding auch abbezahlt, ja. Das wird aber eine Nullnummer. Also es ist halt nur für die Fans und für uns soll ein ganz schönes Konzert einfach nur werden. Ich will noch mit. Dezember. Bald beginnt die heiße Phase der Karnevalssession. Zur optimalen Vorbereitung treffen sich Michi, Dominik und Kevin mit der Crew in einer Jugendakademie außerhalb von Köln zum Teambuilding. Alle müssen Hand in Hand zusammenarbeiten. Im Karneval stehen teilweise bis zu 10 Auftritte an einem Tag auf dem Programm. Logistisch, körperlich und vor allem mental ist das eine Höchstleistung. Wenn ihr Karneval von Auftritt zu Auftritt jagt, gibt es da irgendeine Parallele, wo ihr seht, da muss ich mich auch auf jemand so verlassen oder da muss ich so ein Gefühl für haben? Langsamer ist in Stresssituationen wirklich besser, weil wenn man anfängt zu laufen, wenn man anfängt unkontrolliert, man will jetzt schnell das, macht hier und da und konzentriert sich nicht nur auf eine Sache, dann passieren einem meist mehr Fehler, als wenn man jetzt wirklich sagt, okay, nach und nach, mich stresst jetzt einfach gar nichts, ich mache jetzt den Kopf zu. Ne? Klar, so entspannt kann man jetzt auch nicht sein in so einer Situation, aber dass man halt nicht anfängt, so das erste Ding ist, dass man nicht anfängt zu rennen. Ne? Aufgabenbeschreibung, Ihr Team soll das Steckpuzzle nach Plan zusammensetzen und dann in möglichst kurzer Zeit auseinandernehmen, auf einen Stapel sortieren und wieder zusammensetzen. Eine gute Zeit liegt deutlich unter 45 Sekunden. Was ist hier schon wieder los? Oh Gott, Mann, ey, das kann doch nicht sein! Schon wieder falsch gemacht. Zur gleichen Zeit besucht Basti Kampmann das Grab seines Vaters Nobby, der in Köln eine Karnevalsmusiklegende war. Ich bin jetzt das 3. Mal hier. Einmal bei der Beerdigung und einmal war ich vor ein paar Monaten mit meiner Frau mal hier. Weil ich es eigentlich nicht als Platz des Trauerns brauche. Aber trotzdem fand ich es mal wieder Zeit, den alten Herrn zu besuchen. Auf jeden Fall gerade noch jemand ein neues Geschenk draufgestellt auf den Stein. Ich habe jetzt halt diese Facebook-Seite gemacht, der stand halt ein bisschen in der Öffentlichkeit, deshalb ist die Möglichkeit dazu auch gegeben. Aber ich habe halt auch an der Reaktion der Leute gemerkt, dass da tatsächlich auch Menschen sich da gefreut haben und da auch teilhaben. Und das freut mich sehr. Also weil mir schon dran liegt, dass er halt nicht vergessen wird irgendwie. Das hat wahrscheinlich jeder Sohn, wenn sein Vater geht. Also er war schon teilweise mehr Kumpel oder großer Bruder als Vater. Das lag sicherlich auch daran, dass er spektakuläre 17 war, als ich auf die Welt gekommen bin. Also richtig klassisches Wunschkind und nicht. Und dadurch war das auch eine etwas... ich habe ihn auch zum Beispiel nicht Papa genannt, sondern Nobby. Also es war halt schon teilweise eher eine andere Beziehung. Aber nichtsdestotrotz hat er mir viele Sachen beigebracht. Vor allen Dingen, das Wichtigste ist halt, was ich von ihm gelernt habe, ist mit Menschen umzugehen und Respekt vor jedem zu haben, ob er nun 5 Millionen auf dem Konto hat oder am Rudolfplatz sitzt und gar nichts hat.
Und das ist das, was er mir vor allen Dingen mitgegeben hat. Ich glaube schon, dass er jetzt da oben sitzt und nicht sagt, du häst einen an der Waffel, sondern dass er das schon okay findet, was wir da machen. Er hätte mir sicherlich noch den einen oder anderen Ratschlag gegeben. Und als Ratgeber, gerade in dem Metier und in dem Geschäft, fehlt er mir schon sehr. Wenige Tage vor Weihnachten veranstalten Cat Ballou ein Wohltätigkeitskonzert im Theater am Dom, wo schon viele berühmte Künstler aufgetreten sind. Das Unplugged-Konzert ist der Abschluss eines sehr ereignisreichen und arbeitsreichen Jahres, das anstrengend war. Aber die Atmosphäre hinter den Kulissen ist entspannt. Aber sieht aber schon cooler aus als wie die schwarze Weste, ne? Sollte noch mal gebügelt werden, glaube ich, ne? Ja, so, wie wird das gemacht jetzt hier? Hinten dran? Macht das, glaube ich, auch so. Vorne rum? Auch so schwarz-schwarz. Ja. Du musst aber auch noch schlucken können. Boah, ja, das ist echt Spack, ey. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bringe ja meine Bügelwäsche immer zu Mama. Und Hotel Mama nimmt man ja immer noch gerne mit, ne? Auch mit 26. Dominik, welchen Hut soll ich anziehen? Den normalen blauen. Den habe ich nicht mit. Du Arschloch. Ja, passt auch optisch nicht, farblich. Egal. Eine Band ist wie halt wie eine Beziehung oder eine Ehe. Also ich meine, wenn es nicht krachen würde, dann würde irgendwas schief laufen. Immer wenn es kracht, so, das ist ja auch irgendwo gesund für eine Beziehung, eine Ehe oder halt für eine Band. Also damit kommt man zurecht. Bestimmt hat auch mal jeder mal gesagt, so ja, ich verlasse jetzt morgen die Band und bla bla bla, alles schon mal vorgekommen. Aber am Ende des Tages so, da hängen wir uns wieder in den Armen und sprechen uns aus und alles ist wieder gut. Komm, jetzt improvisieren wir mal, tanzt ein bisschen für die Leute. Kann ich nicht. Was er gar nicht so gerne wollte. Du musst tanzen, ich muss sitzen. Welches Lied spannend? Okay. Und 3, 4. Du und ich. Du und ich. Ich sah dich von vis-à-vis und ich war direkt ganz hin. Doch ich fahre auf alle Lieder und ich Schönheitskönigin. Wie Pirate, hast du mich überfallen und da muss ich anzünden. Du bist nicht für mich Festkomitee und es mich einfach umgehauen. Wie ein Froschkönig, der dich warte auf den ersten Kuss. Und ich tauche einfach original, ich weiß, dass ich dich an muss. Wie ein Indianer, wie der letzte Mohikaner, fesselst du mich an, so ja. Du bist der Sombrero, ich bin Mexikaner und mit dir zusammen ist es wunderbar. Und wenn ich dich so ansehe, fühl ich mich wie ein Traum. Und wir vom stolze Cowboys legen nach Bekleid, denn du und ich, das ist wie Karneval und du und ich, nur viele überall und ich werd vergessen, wenn ich dich tanze sehe. Komm, tanz doch jetzt mit mir. Wow, wow. Ja, da und ich. Vielen Dank. Casalla widmen in der Weihnachtszeit ein Konzert den Kindern. Kinder gehören zu ihren größten Fans. Wir dachten, es gibt einfach viele Kinder, die zum Konzert nicht kommen können, es sei denn halt mal am Stadtfest nachmittags, aber so, ich sag mal, ein normales Konzert gibt es für die nicht. Und es ist oft auch so, dass er dann zu laut ist mit kleinen Kindern und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach mal für die, die halt sonst im Bett sind oder denen es zu laut ist, machen wir mal ein spezielles Konzert. Erwachsene dürfen ohne Kinder hier gar nicht rein. Wir haben das Glück, dass das Piratenlied einfach die Kinder auch anspricht. Erwachsene, die sehen das dann eher so als Metapher, wild und frei und lassen sie immer frei sein und so. Und die Kinder sehen das dann wirklich so als ein Lied über Piraten. Und ich glaube, da holt sich jeder so was raus und das ist schön. Den Erlös des Kinderkonzertes spendet die Band für einen guten Zweck. Januar.
Der Sitzungskarneval läuft auf Hochtouren. Letzte Vorbereitungen im Proberaum von Cat Ballou. Das Schlagzeug bekommt neue Rollen und die Fußmaschine wird ausgetauscht. Heute wird sich zeigen, wie gut Crew und Band eingespielt sind. Hab ich dir gestern gezeigt. Immer weiter rein. Du musst so tun, als wäre da kein. Schon unterwegs bringt sich die Band in Karnevalsstimmung. Bestimmt wird alles gut. No Mut, no Mut, no Mut. Wir begrüßen Cat Ballou. Erster Auftritt in Porz. Dass er etwas vergaß, es hat einen Abstand im letzten Satz geschrieben. Oh, was stand da drin? Da ist das Ende-Punkt. Das sind viele Lachen, Blätterkölzelung. Da ist das Ende-Punkt. Und wir sind Kölsch ist gut. Im Epizentrum des Karnevals in und um die Domstadt gehören die jungen Bands jetzt zu den Superstars. Und ihre Fans sind mehr als Jeck. Tanja! 100 Kilometer entfernt in der Voreifel, Casalla in der Hölle von Fettweiß. Wir müssen aber auftreten, wir müssen das doch fertig machen. Ja, ja. Hallo, hier. Komm, ich mach mal dein Foto. Sandra, wo ist denn meine Tochter? Der Pirat ist jetzt weg. Oh, schön. Ihr habt noch Zeit. Agnes ist gerade dran. Ja, dann ist ja gut. Komm, der Peter nach vorne. Es ist der erste Auftritt von Casalla an diesem bei Karnevalisten berüchtigten Ort. Können wir mal ein Foto machen? Ja, klar. Danke. Vor der Damensitzung aufmunternde Worte vom Fusse Schulze. Nee, ihr macht jetzt, Sie sind toll hier. Ja. Das ist geil. Nervös? Ja, man hat ja viel gehört. Nächster Auftritt für Cat Ballou, Heimspiel in Bergisch Gladbach. Die jungen Bands werden noch nicht überall direkt erkannt, aber Edith K-Wort kann jeder mitsingen. Edith K-Wort, das sagen, weil ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Oh, oh. Wenn ich an mich Heimat denk, Edith K-Wort.
Im Bus von Casalla ist es ungewöhnlich ruhig. Die Jungs nutzen die Fahrt zur Entspannung. Hi. Nächster Auftritt Casalla in Leverkusen. Marie, so wie mit dir waren nie. Ja, wer da kommen und will, han ich manchen ganz heimlich noch an dich gedacht. Marie, denk zwar schon lang nicht mehr viel, aber auch wenn ich dich jetzt nicht so sehe, frag ich mich was für. Wenn mir sonst Treffer ist super, ja. Und dadurch, dass der Dominik irritiert war, hat er nicht gemerkt, dass er auf mein Kabel getreten ist die ganze Zeit. War mir eigentlich auch scheißegal, so ein Kabel muss das aushalten. So ein Kabel muss das aushalten, wenn du mit deinen Haxen darauf rumtrittst. Du mit deinen Stahlfersen hier. Ja, ich hab die extra neu machen lassen. Erstmal habe ich 10 Kilo abgenommen, ja. Zum zweiten aber sind das Gummisohlen und keine Stahlhaxen. Cat Ballou auf dem Weg in den Kristallsaal der Kölner Messe. Spontaner Auftritt im Foyer. Ein Whisky. Angeber. Schön, sehr schön. Privatapplaus. Es gibt Würstchen, es gibt Siedewürstchen, Frikadellen, Würstchen Mett. Es ist natürlich schwierig für mich, aber ich decke mich vorher schön gut ein, ich decke mich mit Obst ein, ich mache mir ein paar Brote, meine Freundin hat mir ein paar Marmeladenbrote heute geschmiert, das war super. Und dann kommst du auch irgendwie über den Tag. Ne? Letzter Auftritt am Abend in Gürzenich. Schätzelein! Extra! Oh, das war keine Angst, war nur verschluckt. Zum Finale an diesem Abend treten Cat Ballou und Casalla bei der Prinzenproklamation gemeinsam auf, als Cat Salla. Sind wir noch da, oder? Als zweites dann sowas hier? Ja, weiß ich. Das ist kein D-Moll, ne? Was ist das? Abwandlung von Fis? Okay. Im Gürzenich trifft sich die Creme de la Creme des Kölner Karnevals. Wer hier angekommen ist,
hat es geschafft. Du sitzt dann im Bus, fährst dann dahin, dann knickst du so ein bisschen ein, aber sobald du wieder auf der Bühne bist, ist halt Vollgas wieder, ne? Und der Körper merkt das auch, ne? Das ist zum einen gefährlich, weil du halt ein bisschen müde auch wirst, ne? Aber wie gesagt, zum anderen, der Körper hat sich daran gewöhnt, ne? Dann geht's wieder los, ne? Du gehst die Treppe hoch, da sind die Leute, da ist der Saal und alles explodiert wieder, ne? Und dann ist das vergessen. In Köln zu leben und sowas zu machen, ich glaube, das ist ein Traum einfach, absolut. Schön, dass die Eltern da an einen geglaubt haben. Ein Shit came und das sagen können, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an den Heimat denk. Ein Shit came und das sagen können, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an den Heimat denk. Ein Shit came